Reden. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Zahlen vom Bundesamt für Statistik zeigen, in der Schweiz gibt es doppelt so viele Parkplätze wie Autos. Die einen fluchen, das sei absoluter Irrsinn, die anderen finden, das sind immer noch zu wenig. Was meint denn die geistige Elite bei uns? Wir hören es schon, Grüner Nationalrat Bastian Schiro. Ja, also aus diesen leeren Parkplätzen könnte man so richtige, saftige, gärende Komposthöfe machen und dann gerade die Autos auf Kompogas tanken. Das hat zwei Vorteile. Erstens sind die Parkplätze gegen schön besetzt und zweitens steckt es einfach aus der Tave, dass keiner mehr aus dem Haus will. Fertig. Weltwochenverleger und Chefredakteur und vielleicht bald Nationalrat Roger Köppel, wie sehen Sie es? Lieber Parkplatz als Platzspitze. Tatsache ist die, ein Mobility-Fahrer ist gefährlicher als eine Lenkwaffe von Putin. Um was geht's? Die Weltwoche hat recherchiert und herausgefunden, dass der Bundesrat im Gotthardmassiv weitere 4 Millionen Parkplätze inklusive Stützliwäsche für den Kriegsfall plant, sodass der Schweizer Bevölkerung im Ernstfall in Ruhe ihres Auto ein Parkplatz zur Verfügung steht, sein Auto kann parkieren und im Fall eines langen Weltkrieges könnte in dem Bunker sogar die Genfer Autoklar durchgeführt werden, inklusive einem Auftaktkonzert mit der Francine Jordi und einer Tombola mit dem Stützliwäsche. Herr Köppel, steht das wirklich so in der Weltwoche? Jawohl. Weitergeschrieben. Ich? Ja, also ich muss sagen, Gott-Verteilung, der Nationalratswahlkampf ist absurd anstrengend, fast noch anstrengender als eine Rede vom Schneider-Ammann. Und ich bin gestern einfach mal kaputt gewesen, habe zum Relaxen gekifft und dann den Artikel wie immer einfach erfunden. Schon geil gewesen. Kiffen, dann sind Sie aber wirklich ein Oldie, weil eine Studie vom Bund zeigt nämlich, Jugendliche kiffen und trinken deutlich weniger als früher. Aber sie sind mehrtäglich im Internet, bis zu 3 Stunden. Ja, hallo, wie gesagt, das ist der Baschi. Ich bin auch einmal voll gekifft aufs Internet. Gut, hätte ich ja nicht sollten. Am anderen Tag hat mir Amazon einen Rasenmäher, Bücherwand aus Granit und alle Bienenmeier-DVDs auf Afghanisch gebraucht. Scheisse, hey, aber Bienenmeier-DVDs schaue ich heute noch. Und diese Ja, ist gut. Baschi, danke schön vielmals. Tennislegende Heinz Günthardt, sind denn Drogen und Alkohol zu Ihren besten Zeiten auch ein Thema gewesen? Ja gut, vieles ist schon lange her, wie auch die besten Zeiten vom Roger. Aber ich erinnere mich an ATP Player of the Year Awards Ceremony Night in Key Biscayne. Ich habe dort mit dem legendären Jimmy Connors heimlich ein One-Hand-Double-Ace-Game-Set-Match der Kiri getrunken und wir haben dazu noch ein paar alte Tennissocken aus Polyester geraucht und dann haben wir völlig stoned auf dem Parkplatz Viertel Blut noch als Tiebreak gespielt. Aber Internet, nein, das würde ich nie machen. Wir hatten nur Fax und Pager gehabt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.